Ende Jahr haben wir eine große Tragödie gesehen, eine Feuerkatastrophe in Grand Montana. Wir haben es überall gesehen in den Zeitungen, wo 41 Menschen ihr Leben verloren haben, aber auch 41 Familien, die plötzlich jemanden verloren haben. Viele Fragen sind entstanden, viel Wut und einen starken Ruf, die immer lauter geworden ist. Wir wollen Gerechtigkeit. Wir wollen einfach, der Verantwortliche muss einfach da gezeigt werden. Jemanden muss zur Rechenschaft gezogen werden. Warum ist das entstanden? Niemand hat gesagt, ist es egal, Schwamm drüber. Ganz im Gegenteil. Alle haben gesagt, wir möchten einfach, dass Gerechtigkeit ausgeübt wird. Warum ist das? Weil tief in unserem Herz steckt einfach diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Die Ungerechtigkeit muss bestraft werden. Aber der Widerspruch bei den Menschen ist, sie sagen, ich glaube an einen liebenden Gott, aber ich glaube nicht an einen Gott, der richtet. Wir wollen Gerechtigkeit, aber wir wollen keinen Richter. Und genau um dieses Thema geht es heute Morgen. Warum richtet Gott die Welt? Wir lesen in Genesis Kapitel 6 vom Vers 5. Der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eines im Sinn: Böses planen, Böses tun. Der Herr war tief traurig darüber und wünschte, er hätte die Menschen nie erschaffen. Ich werde die Menschen, die ich gemacht habe, wieder vernichten, sagte er. Ja, nicht nur die Menschen, auch die Tiere auf der Erde, von den Größten bis zu den Kleinsten und ebenso die Vögel am Himmel. Es wäre besser gewesen, ich hätte sie erst gar nicht erschaffen. Nur Noah fand Gnade beim Herrn. Dies ist seine Geschichte. Noah war ein rechtschaffener Mensch, ganz im Gegensatz zu seinem Zeitgenossen. Er ging seinen Weg mit Gott und hörte auf ihn. Noah hatte 3 Söhne, Sem, Ham und Japhet. Die übrige Menschheit aber war vollkommen verdorben, die Erde erfüllt von Gewalt. Wohin Gott auch sah, überall herrschte Unrecht, denn die Menschen waren alle vom rechten Weg abgekommen. Da sprach Gott zu Noah: Ich habe beschlossen, alles Leben auf der Erde zu vernichten, denn wo man auch hinsieht, herrscht Grausamkeit. Darum werde ich alles auslöschen. Denn mein Plan steht fest. Mit einer großen Flut werde ich die ganze Erde überschwemmen, sodass der Mensch und Tier darin umkommen. Kein Lebewesen soll verschont bleiben. Aber mit dir will ich einen Bund schließen. Gehe mit deiner Frau, deinen Söhnen und Schwiegertöchtern in die Arche. Was für eine traurige, tragische Geschichte sehen wir da. Wo wir sehen, dass der Mensch Gott den Rücken kehrt, sein Herz wird voll mit Bosheit und Sünde erfüllt. Gott wartet geduldig, dass der Mensch umkehrt, aber es passiert nichts. Und mit großen Schmerzen und Bedauern Gott schließt, die Menschheit zu strafen, zu vernichten und einen neuen Anfang zu machen. Aber was meint die Bibel über Gottes Gericht? Für viele Menschen ist diese Vorstellung von einem richtigen Gott, ein Gott, der richtet, verstörend, unverständlich. Das heißt, wie kann ein Gott geben, der so ein Gericht ausübt? Aber heute möchten wir aus diesem Text 4 Wahrheiten anschauen, die uns helfen werden, Gottes Gericht zu verstehen. Der erste Punkt, den wir sehen, ist die Realität der menschlichen Bosheit. Wir lesen, dass die Menschen waren voller Bosheit. Jede Stunde, jeden Tag. Im Vers 11 heißt, sie waren vollkommen verdorben. Überall, wo Gott auch sah, überall herrschte Unrecht. Können wir uns vorstellen, wie groß ist das Maß der Sünde gewesen, dass überall, wo Gott sah nur Gewalt und Verdorbenheit.
Gott schuf den Mensch als die Krönung der Schöpfung, damit er eine Beziehung mit ihm hatte. Und was war passiert? Es war alles dahin, alles kaputt. Seit dem Sündenfall sehen wir, wie schnell dass die Menschheit bergab gegangen ist. Was waren die Folgen? Gewalt. Einige Verse vorher sehen wir, war auch sexuelle Unmoral. Auflehnung gegen Gott, Gottlosigkeit. Und überall, wo sich der Mensch vermehrte und hinging, kam die Bosheit. Gott sah ihre Gedanken, ihres Dachtens, ihr Handeln, das durch und durch böse war. Wir sehen, Gottes Bilanz ist katastrophal. Können wir spüren, wie unerträglich das für Gott gewesen sein muss. Und wenn wir heute unsere Welt anschauen, ist auch nicht viel anders. Die Bosheit nimmt auch zu. Überall werden wir konfrontiert mit Nachrichten. Gewalt zu Frauen, zu Kindern. Menschenrechtsverletzungen nehmen global zu. Völkern, Ethnien, Christenverfolgung. Wir sehen auch Zwangsarbeit, Menschenhandel, die moderne Sklaverei, überall nimmt es zu, weil der Mensch Gott den Rücken gekehrt hat. Und wir sehen, wie diese Würde, die Gott den Menschen gegeben hat, mit den Füßen zertrampelt wird. Und wisst ihr was? Gott bleibt nicht gleichgültig und schaut zu. Er sieht das Handeln der Menschen, er sieht unsere Welt. Und er leidet mit uns, er leidet mit der Schöpfung, er leidet mit seiner Gemeinde. Und der zweite Punkt heißt, Gott hat ein zerbrochenes Herz. Er leidet. Vers 6 heißt, der Herr war tief traurig darüber und wünschte, er hätte die Menschen nie erschaffen. Eine andere Version heißt, da reute es dem Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Gott zeigt ganz tiefe Emotionen, tiefer Schmerz, Mitleid, Erbarmen, wenn er den Zustand dieser Welt anschaut. Aber wir sehen auch seine Enttäuschung, Tränen, auch eine gewisse Machtlosigkeit, wenn er sieht, der Weg, dass der Mensch eingeschlagen hat. Was er mit der Schöpfung getan hat, mit seinen Mitmenschen, das war nicht der Plan Gottes. Aber wir sehen auch, dass Gott reagiert mit Gegenmaßnahmen auf die bewusste Rebellion der Menschen. Es reute ihn, den Menschen gemacht zu haben. Das Wort, es reute ihn, bedeutet nicht, dass Gott einen Fehler gemacht hat, sondern es beschreibt, dass Gott aufgrund von diesen anhaltenden Sünden, aufgrund von dem, dass der Mensch sich entschieden hat, in der Bosheit zu bleiben, in der Sünde zu bleiben, Gott seine Haltung geändert hat, sein Handeln verändert hat. Von Geduld und Barmherzigkeit zum Gericht. Wir wissen, dass Gottes Charakter und seine Absichten verändern sich nicht. Jakobus sagt uns, dass jede gute Gabe, vollkommenes Geschenk kommt von oben herab, vom Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung noch ein Schatten im Folgen vom Wechsel ist. Er bleibt immer derselbe. Er hat seine Absichten bleiben. Aber er muss handeln mitten in dieser Ungerechtigkeit. Er sieht, was Gerechte und Ungerechte tun auf dieser Welt. Er kennt die tiefsten Gedanken, deine Gedanken, die Absichten. Ob wir wollen Gott gefallen oder nicht, was in uns ist. Aber er leidet, wenn er so viel Korruption sieht. Er leidet auch, wenn er so viel Egoismus in uns sieht. Stolz, Dinge, die niemand sieht, aber Gott sieht.
Gott leidet auch, wenn er vielleicht ein hartes Herz in uns findet. Dass wir gleichgültig leben. Vielleicht wir hören Gottes Wort, aber es passiert keine Veränderung in unserem Leben. Und er sagt, das ist nicht der Weg, den ich für dich vorbereitet habe. So wie Gott damals immer gewartet hat auf eine Umkehr von Menschen, er wartet heute auch noch, dass der Mensch umkehrt. Dass der Mensch das Böse abgibt. Aber wir sehen auch, dass Gott nicht ein Ende gemacht hat mit der damaligen Welt, sondern er hat sich entschieden zu leiden. Er hat sich entschieden für den Mensch, denn Gott liebt den Mensch so sehr, dass er nicht aufgibt. Und Gott liebt heute aus uns allen so sehr, dass er uns nicht aufgibt. Amen. Amen. Kann ich ein großes Amen hören? Amen. Amen. Der dritte Punkt, den wir sehen, ist, dass Gott richtet das Unrecht oder die Sünde und schafft Gerechtigkeit. Vers 7, ich werde die Menschen, die ich gemacht habe, wieder vernichten, sagte er. Ja, nicht nur die Menschen, auch die Tiere auf der Erde. Da sprach Gott zu Noah, ich habe beschlossen, alles Leben auf der Erde zu vernichten. Wo man auch hinsieht, herrscht Grausamkeit. Das ist eine von den traurigsten Bibelverse im Alten Testament. Es war so viel Bosheit, ein Scherbenhaufen, dass Gott sich entschieden hat, die Menschheit zu vernichten. Warum richtet Gott die Welt? Weil er ein heiliger, vollkommener Gott ist. Er ist ein gerechter Richter. Er ist kein korrupter Richter. Er muss handeln, wenn er so viel Ungerechtigkeit sieht. Gott richtet die Welt, weil es nicht mehr schlimmer werden konnte. Und er sah, dass die Menschheit sich selbst zerstörte. Er übersieht kein Unrecht. Jede Tat von Menschen wird gewogen. Und Gott wird jedem vergelten nach seinen Werken. Ich erinnere mich, als ich klein war und ich eine Strafe von meiner Mutter bekommen habe. Und es hat mir wehgetan. Und sie sagte mir immer wieder, ja, weißt du, Amos, mir tut's viel mehr weh als dich. Und ich habe gedacht, nein, das kann doch nicht sein. Und genau so geht es Gott, wenn er einen Menschen oder die Welt gerichtet hat. Ihm hat sein Herz am meisten wehgetan. Gerechtigkeit braucht einen Richter. Was ist die Konsequenz einer bösen Tat? Eine Strafe. Wenn jemand einen Raub begeht, einen Mord, was ist die Konsequenz? Gefängnis, Strafe. Und wir sind so froh für die Behörden, Polizisten, die wir haben, die gerecht handeln. Auch in der Welt, wir sind so froh, dass wir einen gerechten Richter haben, unser Gott. Das göttliche Gericht ist eine heilige Reaktion auf die Sünde. Gottes Gericht ist die notwendige Wiederherstellung göttlicher Ordnung. Durch das Gericht wird diese Ordnung wiederhergestellt. Sein Gericht ist ein Ausdruck seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und die Sintflut ist Gottes gerechtes Gericht über die Sünde. Die Frage ist, wie reagieren wir, wenn wir Ungerechtigkeit erleben? Wenn wir schlecht behandelt werden? Was passiert mit unseren Emotionen, mit unserer Enttäuschung, mit unseren Rachengefühlen? Wir wollen einfach uns wieder Vergeltung. Aber Gott lernt uns, dass er ist unser Richter.
Wir als Gottes Volk dürfen wissen, dass er der beste Richter ist und er für uns einsteht. Wer sich rächt, wird selbst zum Täter und schafft neue Opfer. Rache hält unsere eigenen Wunden offen. Und Jesus lernt uns, unsere Feinde zu lieben. Und was heißt das, unsere Feinde zu lieben? Auf Vergeltung zu verzichten. Amen. Aber es ist doch ein Schmerz, es ist ein Groll in uns. Und genau Gott möchte, dass wir all das, diese Emotionen, alles was in uns ist, Gott abgeben können. Zulassen, dass er uns heilen kann, dass er uns befreien kann von Dingen, die du und ich immer wieder erleben. Und wir sagen, wie kann es sein, ich bin doch ein Gotteskind. Warum passiert mir das? An meinem Arbeitsplatz, in der Schule werde ich gemobbt, werde ich verachtet. Römer 12,19 sagt, die Rache, Gott sagt, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Wie gut ist zu wissen, dass wir einen Gott haben, der gerecht richtet über unserem Leben. Lasse Gott deinen Richter sein, er kämpft für dich. Er wird dich verteidigen. Amen. Und der vierte Punkt, den wir sehen, die vierte Wahrheit, ist, Gott hat einen göttlichen Rettungsplan geschafft. Hier habe ich eine kleine Illustration. Ihr seht hier die Arche. Okay. Und wir sehen da, wir lesen weiter, und nur Noah fand Gnade beim Herrn. Dies ist seine Geschichte. Noah war ein rechtschaffener Mensch, ganz im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen. Er ging seinen Weg mit Gott und hörte auf ihn. Noah hatte 3 Söhne, Sem, Ham und Japhet. Was wir sehen, ist hier das Erste, dass Noah Gnade bei Gott gefunden hat. Und dass er aufrichtig, vollkommen war. Das sind Merkmale mitten in einer verdorbenen Gesellschaft, wo Gott jemanden gefunden hat, der wirklich Gott ein wohlgefälliges Leben vor Gott gelebt hat. Und das ist, was Gott von uns erwartet, dass wir mitten in dieser Welt ein wohlgefälliges Leben führen können. Vollkommen gerecht. Und wir sehen, dass auch sein Großvater Henoch wandelte mit Gott. So Noah wandelte mit Gott. Und wir sehen einfach, wie Gott einfach Noah den Plan zeigt, was er vorhat, diese Welt zu erretten. Du sollst eine Arche bauen, ein großes Schiff. Irgendwo haben wir ein Bild, habe ich gefunden, genau. Diese Arche wurde in USA, Arkansas, nachgebildet, aufgebaut. Und damit wir eine kleine Ahnung haben, wie groß das überhaupt das Schiff war. Denn Noah hat wirklich gearbeitet. Und das war, was Gott, die Arche, dass er dem Noah aufgetragen hat. Und wir können sehen, wie Noah gehorsam war. 2 weitere Merkmale, Gehorsam und Glauben. Wir sehen nicht, dass Noah bei Gott sich beklagt hat, Herr, was soll das? Mitten in der Wüste soll ich so eine Arche bauen. Aber er war gehorsam, er hat Gott geglaubt und er war treu. Wie viele Menschen haben sich bekehrt? Niemand, keine. Im Vergleich zu Jona, die nach Ninive ging und eigentlich wollte davonlaufen und hat einen großen Erfolg. Aber bei Gott zählt nicht der Erfolg, bei Gott zählt der Gehorsam, der Glaube, die Treue. So kam der Tag, an dem Gott wirklich beschloss, einfach die Sintflut zu schicken.
Und hier gehen die Schleuse des Himmels auf. Mitten in dieser Unlogik, Noah hat einfach gepredigt. Noah blieb dran. Und wir lesen in Vers 17, 18, denn mein Plan steht fest, mit einer großen Flut werde ich die ganze Erde überschwemmen, sodass der Mensch und Tier darin umkommen. Aber mit dir will ich einen Bund schließen. Gott ist ein Gott des Bundes. Ja, hier kommt zum ersten Mal das Wort Bund. Gott hat ein Versprechen Noah gegeben. Ich werde dich retten. Ich werde dich und deine Familie erretten vor dieser Sintflut. Wir sehen, dass Gott macht sich verbindlich. Und wenn du einen Bund mit Gott geschlossen hast, du kannst sicher sein, auf Gott ist Verlass. Du musst keine Angst haben vor irgendjeglichem Gericht, denn Gott hat einen Bund mit dir, so wie mit Noah. Noah tat alles, was Gott ihm aufgetragen hat. Und die Bibel sagt, dass durch seinen Gehorsam und Glauben wurde er nicht nur gerettet, sondern ein Zeuge von der Gerechtigkeit Gottes. Und wir sehen, dass als die Sintflut kam, es waren nur noch 8 Menschen, die gerettet worden sind. Sie waren es, die zur Zeit Noah gelebt hatten. Sie waren es, die zur Zeit Noah gelebt und Gott den Gehorsam verweigert hatten. Geduldig hatte Gott mit der Vollstreckung des Gerichts gewartet, während Noah schon die Arche baute. Aber als dann die Flut kam, nur 8 Menschen in der Arche durch das Wasser getragen und gerettet wurden. Die Flut ist Gericht und Rettung. Das gleiche Wasser, das den Ungläubigen einfach untergehen ließ, hat das gleiche Wasser die Gläubigen emporgehoben. Aber es war, weil sie in der Arche waren. Und die Arche ist ein Sinnbild auf Jesus. So wie Gott Noah und seine Familie gerettet hat, du und ich, wir können in Jesus Rettung finden. Warum? Weil Jesus hat die ganze Strafe, das ganze Gericht auf sich genommen. Wir lesen in Jesaja 53,5: Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Amen. Wie viele haben Frieden in Gott gefunden? Amen. Amen. Was für ein Privileg haben wir. Wir müssen keine Angst haben vor der Zukunft, vor irgendeinem Gericht. Denn in Jesus haben wir jegliche Strafe. Wir sind frei von jeglicher Strafe, von jeglichem Verdammnis. Denn er hat das Werk für uns getan. Jesus Herz wurde zerbrochen. Er nahm unsere Sünde und wurde hingerichtet, damit du und wir frei werden. In Jesus ist das Gericht getragen. Darum haben wir Hoffnung. Alles, was Jesus für dich und für mich getan hat, werden wir es vielleicht niemals verstehen. All die Sünde, die die Welt getan hat und hätten wir niemals bezahlen können. Aber Gott ist geduldig. 2. Petrus 3,9 sagt, es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren.
Gottes Herz leidet und erwartet. Erwartet, dass der Mensch zu ihm zurückkehrt. Und darum hat er uns als sein Volk, als Gemeinde auf diese Welt gestellt, damit wir diese Botschaft weitergeben können. Es ist noch Zeit der Gnade, wo Gott ruft, komm zu mir. Leg ab jeden Rachengedanken, alles was in deinem Herzen ist, und komm zu Jesus. Sein Herz schlägt immer noch so sehr für diese Welt, schlägt so sehr für seine Gemeinde, damit wir einfach wirklich sein Herz spüren können, was er spürt. Und heute Morgen, Gott ruft uns auf, unser Herz ihm zu geben. Ich weiß nicht, was du erlebt hast in deinem Leben. Ablehnung, Verletzungen in deinem Herzen, Groll, weil du so ungerecht behandelt wirst oder wurdest. Und Jesus ruft uns heute, ihm alles zu geben. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Und dass wir einfach kurz vor Gott stehen. Und bitten, dass Gott unser Herz überprüft, ob Dinge in unseren Herzen sind, die ein Stolperstein sind in unserem Glaubensweg. Dass du einfach Dinge, alles abgibst vor dem Herrn, dein Herz ausschüttest und zulässt, dass er dich verändert kann, mich verändert. Indem, wenn wir einfach die Augen geschlossen haben, möchte ich fragen, ob jemand da ist, der sein Leben Jesus noch nicht übergeben hat und möchte einfach Jesus in seinem Herz aufnehmen. Bitte erhebe ganz hoch oben deine Hand. Okay. Wir möchten uns eine Zeit nehmen, in der wir einfach vor Gott stehen. Und einfach, dass du auch vielleicht deine Ängste vor Gott bringen kannst. Deine Ängste vor der Zukunft, deine Ängste vor dem Gericht, ob du genügst oder nicht für Gott. In Jesus. Jesus hat schon den Preis bezahlt, damit du wirklich frei wirst. Damit einfach du in diese Freiheit leben kannst. Wenn Menschen Gebet brauchen, möchte ich bitten, nach vorne zu kommen. Ich bitte die Leiter, da zum Kreuz zu kommen, nach vorne und rechts beim Leinwand. Und wir möchten für dich beten. Aber dass du nicht hinausgehst heute Morgen mit einer Last, mit Dingen in deinem Herzen, die du weißt, die dich bedrücken. Dinge, die vielleicht du schon lange mit dir trägst. Sei es einen Groll, sei es... Lass uns beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, Herr, dass du unser Herz überführst. Danke, dass du derjenige bist, der uns wirklich freisetzt. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist und für uns hingerichtet wurdest, damit wir frei leben können für dich. Danke, Herr, dass du voller Erbarmen bist, voller Liebe und dass du uns zur Umkehr rufst, Herr. Danke, Herr, wir möchten dir unser Herz weihen. Alles, was in uns ist, Herr. Alle unsere Enttäuschungen, alle unsere Emotionen möchten wir dir darbringen, Herr. Übernimm du die Kontrolle, Herr. Bitte tu etwas Neues in unseren Herzen, Herr. Wir möchten einfach dir alles geben, Herr. Und wir bitten dich um Vergebung, Herr. Da, wo wir einfach gesündigt haben, wo wir uns besser gefühlt haben, Herr. Bitten wir dich um Vergebung, um unsere Selbstgerechtigkeit. Danke, danke, Herr, dass du dich durch die Reihen gehst und uns begegnest. Danke, Herr.